Moin und herzlich willkommen im Team Lützburg YouTube-Channel. Ja, dir hat richtig, das ist eine neue Stimme. Meine Nummer ist 703, Akasam, und ich mache heute mit ihr ein Video hier bei unserem YouTube-Channel. Für euch gesehen wir auch schon, was geht. Und zwar machen wir das kein Pokémon-Pack, so wie wir so immer mit dem Dino machen. Aber die macht mit mir zusammen 13 Packs vom Booster Grand Creators, respektive wir machen den französischen Grand Createur ab. Das Pack gouf bei unserem Partner Reservoir an der Stadt Kaf. Du kannst da gerne ein Lunch gucken, du nimmst noch ein paar andere Yu-Gi-Oh! Stuff, Pokémon-Stuff und noch viel anderes. Grand Creators, das ist ein Pack, das ist ein Booster, was noch nicht zu alles. Und zwar aus der 27. Januar 2022 am TCG, so ein Kartenspiel, das außerhalb von Asien, respektive Japan stattfindet, rauskommt. Das hat 60 Karten. Davon gibt es 10 Ultra Rares Karten, 15 Super Rares Karten und 35 Schwerkarten. Am Ganzen gibt es 15 Collector Rares am Grand Creators Booster. Am Set sind 3 neue Themen introduziert. Ein aus der Brave Engine, auf dem wir noch ein bisschen zu schwätzen kommen. Ein aus der P.U.N.K, also Punk. Und ein sind der Dexter Sisters, respektive Dexter Schwestern, die man auf Deutsch spielt. Kleinen Funfact zu Grand Creators, und zwar ist hier eine Zauberkarte zu einer Insekten-Zauberkarte dran, die 2020 Preis gewonnen hat, wohin sich eine Karte erstellen, also Create a Card, das geht, und das nur an dem High-Pack dran, was du den Preis gewonnen hat. Ich gebe so ein mal Last lehen, ich weiß mal ganz kurz über die Karten, die am meisten begehrt sind an dem Pack, die am teuersten sind. Dann sind Einkehr, also das hauptsächlich Brave Engine, weil Brave Engine lo eine neue Engine ist, das von deinem Deck nicht nur daraus besteht, aber das an deinem Deck noch dran gemacht, neben dem Thema von dem Deck, das sind wieder Dino oder Sky Striker oder Phantom Knights, und du hast dann ein Engine dran, der das dann halt an dem Hyper Brave Engine. An die Engine hat das Ziel, ein Omni-Negate zu erstellen, den ein Omni-Negate am Yu-Gi-Oh! Ist, wenn du eine Zauberkarte oder eine Fahrenkarte oder eine Monsterkarte von den Gegner annullieren kannst, und zwar eine Dingentour oder eine Sengentour. Das Ganze müssen mit verschiedenen Karten, die dann noch halt relativ teuer sind und dem Haus hat. Das wären ein Wasser verzauberndes Tempel, am Ultra Rare Tritus von Aramesir, am Ultra Rare, und dann halt natürlich alle Good Collector Rares Karten, die auch relativ teuer sind. Aber ich gebe so genug geschwärzt, und dann gebe ich mir einfach mal aufhängen am Opening. Ich hoffe, off-Kamera kriege ich nämlich immer relativ gut drauf. Ich hoffe, dass das auch auf der Kamera klappt. Beim ersten Pack scheint es hier mal zu klappen. Wie gesagt, die Karten sind auf Französisch. Und dafür ein Accessoire Carpe Diem. Insector Millepat, Papillon étoilé, Insector Coquinal, Taralam le Palais des Ténèbres, Ukiyo.Carpe Carpe Montagne, Anmund de Cavalier de Crivon Héron, als ja, das ist ein von den, also das ist die Karte, die man am Brief rauskriegen, das ist ein Omni-Negate, und dafür brauche ich dann noch verschiedene andere Karten. Ich so packen wir die einfach. Heuhiner, Brave Stuff Heuhiner, und dann machen wir mal euphoriert op. Die könnt gerne mal in die Kommentare schreiben. Die nicht viele Leute bei dem Team Lützburg YouTube-Channel die Yu-Gi-Oh! Spielen, von ja, spielt da regelmäßig kompetitiv, spielt da eher mit ihren Kollegen. Schreibt das gerne in die Kommentare. EP Insector Sekt Calibur, Jorieux Punk, Insector Excel Lucin, Insector Frelon, Insector Sauterelle, Insector Millepat und Jorieux Punk Madame Araignée. Also bislang noch relativ viele Insector-Karten und auch relativ viele Punk-Karten. Eventuell können wir am nächsten Tag eine Exorcister-Karte kriegen. Wir fangen mal eine Insector-Karte an. Insector Coquinal, Insector Excel-Lucan, Arsenal Secret, Ukiyo, natürlich Widerspruch, Punk Charakusai, Ja, die Kamerad.
Solemn Strike, da ist eine relativ gut Karte, die hier Reprint Crude und die auch ein paar Meter Text immer gespielt wird. An Souffle de la Résurrection. Fängt du an? Ah, doch. Ich hatte gedacht, packe ich dich am Stoch lassen und ich gebe es nicht abkriegen. Nee, das ist aber alles okay. So, haben wir die nächste Punk-Zauberkarte. Und dann Riseball d'Expert en Étoile, Imitation d'insectes, Insector ex-Scarabée, Déchargé de tonnerre, Épée Insector sec Calibour und Souffle de la Résurrection. Die haben wir manchmal auch schon zurückgehalten als letzte Karte. Okay, machen wir weiter. Dann haben wir einfach den Pavillon Étoilier, Appel à l'Arsenal, Lien des Camarades, Gagaku, Punk, Rhythme und Diablé. Torrential Tribute, das ist auch eine Karte, eine relativ alte Karte, die hier in Reprint Code und die auch an relativ vielen Metatext gespielt wird. Auch viel, als du groß gesagt, von allem nur an altlich, was immer mehr belebt wird, in letzter Zeit gibt der Teil ganz viel gespielt. Insector ex-Scarabée und die echt Accessoire. Gibrin. Schlussendlich, was immer richtig ausschwätzen, weil die sowieso falsch sind. Mal weiter. Castle, oh mein Gott, Le Mousquetaire Chassiel, Manière psychique, Épée Insecteur Sex Calibour, Punk Fallenkarte, Lien des Camarades, Garago Punk, und noch Griffin. Mein Nummer aber schon falschen. Ja, doch, der Fall müsste falschen sein. Hoffen wir, dass man nach einem von den Brave Engine Karten zählen. Das wäre natürlich perfekt. Accessoire Carpe Diem, Gogipol, Forêt des Fleurs Perdues, Arsenal Secret. Und hier ist ein von denen. Das ist das Carpe Diem Token ausrüstet. Und zwar Dracopac, Dragon, Chevauchable, beziehungsweise, ja, genau, das ist Französisch. Auf Deutsch, wie ist es auf Deutsch? Einfach Dragon? Nee, Dragon, ich kann nicht das mal direkt so. Tunnel Arme Noble de la Lumière en Guéri Magie des Reliques. Yes, das war genau falsch. So, Nummer noch 6 Packs für uns. Insectes Sauterelles, Accessoire Carpe Diem, Accessoire Armand, Teleporteur d'Urgence, die wird auch relativ oft mittlerweile gespielt, Risebell Expert en Étoile, Gogipol, mit guten Ukipo Punk Dragon Extraordinaire. Machen wir weiter. Und zwar mit der Punk-Fallenkarte, Gogipol, Ukio Punk Carpe Montante, Insecteur Frelon, Arsenal Secret und Accessoire Elis. Schön Artwork. Mittlerweile schon eine relativ große Kofo-Karten im Handel. So. Dann haben wir Appel à l'Arsenal, nach Solemn Strike, Duel Arme Noble de la Lumière, Forêt des Fleurs Perdues, nach ein Torrential Tribute, also heute Old School Pack, Imitation d'insectes und Insecteur Picofalena. Die zweitletzte von links. Zarlam le Palais des Ténèbres,
Torrential Tribute, Dunel Arme Noble de la Lumière, Googie Paul, Papillon Étoilé, Trek of Tischik an Naika Piccolina als letzte Karte. So, die letzte vor jetzt. Gagagu Punk Picking Sauvage, Appel à l'Arsenal, Manière Psychique, Hymne du monde virtuel, Vive, Carte Nyan Yan, Imitation d'insectes, Dragopack und Fallenkarte. So, an das letzte Pack schon für diesen Opening. Occupant Carpe Montante, Hymne wird Nyan Yan, den Dragon, den wir schon die Zeit, das hat vergessen, Accessoirieren, Arsenal Secret, Castel Muscat Chastial und Accessoire Michaeli. So. Teilen ist also die Ausbeute, die wir hatten. Das sind halt Punk, Accessoire, Insektkarten, Brave Engine, wo man die Hauptkarte leider nicht gezogen haben, aber das ist nicht so dramatisch. Und dann noch Synchro vom Punk. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr könnt ihr gerne einen Daumen nach oben lassen. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ob ihr Yu-Gi-Oh! Spielt, wenn ihr eher mehr casual oder sogar kompetitiv. Und dann gebe ich so bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!